weltweiten Empörung über Chinas Umgang mit der muslimisch-uigurischen Minderheit folgt nunmehr die nächste Unterdrückung. Die chinesische Regierung, die Menschenrechte missachtet und bis zu 1 Million Uiguren in Lagern interniert, animiert nun die Bevölkerung Chinas, sich in Ostturkestan niederzulassen. Das staatlich zentrale Volksradio meldete laut der Turkestan Press, dass die chinesische Regierung mit der Umsiedlung von Chinesen aus Zentralchina nach Urumqi begonnen hat. Den Chinesen soll auch behördlich die Einreise so angenehm wie möglich gestaltet werden. Auch die Schriftsteller aus Turkestans sind von den totalitären Maßnahmen Chinas schwer getroffen worden. Kürzlich wurden bei Operationen der Staatsgewalt Autoren festgenommen. Etwa 1/3 der Autoren des Kashgar Verlags sind betroffen. 2 B-52-Bomber sind aus dem Pazifischen Ozean von den USA nach Südchina verlegt worden. Aus einer Nachricht der amerikanischen Marine geht hervor, dass in dem neuen Areal ab sofort routinemäßig Trainingsflüge stattfinden sollen. James Mattis, Außenminister der USA, verlautbarte die Errichtung von Beobachtungsposten an der Nordgrenze Syriens. Mattis verdeutlichte auf einer Pressekonferenz des Pentagon, die Türkei sei ein NATO-Partner und habe berechtigte Befürchtungen, die Terroristen des Assad-Regimes betreffend. Forscher der Universität von Chicago haben einen globalen Air Quality Life Index erstellt. Ergebnissen dieser Forschungen zufolge ist Delhi die Stadt der weltweit höchsten Luftverschmutzung. Die nächsten Plätze belegen Peking und Kalkutta. Die Forscher befürchten auf dieser Grundlage eine Verschlimmerung der Situation, wenn die Luftverschmutzung nicht aufgehalten wird.